Moin moin und guten Tag. Hier ist wieder der Plattkanal mit dit und dat. Ich freu mich, dass ihr wieder rinkickt. Nix verpassen. Je müsst wieder rinkicken. Passt mal op. Ein Lüt Rätsel hüt mal für weg. Dat woll min Beitrag ton Doppelwumms. Hast du das mitkriegen? Das wollten Rohn und ein Grünen. Dann gälen, dann hab ich noch wegladen. Ich meine, wollte kein Doppelwumms mehr. Und lässt die an Krentner hat gesagt, das möchte ich auch gleich selbst machen. Ein Betten Gummi, ein Betten Luft und ein Betten Druck, das reicht für einen Wumms. So, und Olaf Scholz, der will das nur mit Geld versorgen. Das heißt, er will so viel neue Schulden machen, bet dat wumst. Ansonsten rücht er sich ja kaum. Aber Schlagwörter hauen, dat kann er gaut. Doppelwumms, Bazooka, You'll never walk alone. Also Englisch kann er auch. Dann Kerl, dann können wir überall hinschicken. Die Grünen, die habt ja nun schon einen Parteitag hat. Ist grad kein leichte Zeit, wenn man bedenken darf, über was sie alles abzustimmen habt. Die Atomkraftenergie, die schall verlängert waren, Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien. Mir hat beeindruckt, was die Oldgrün Jürgen Trittin ton besten gäven hat. Das ist gaut, hat er gesagt, wenn man in düsse Tiden einen Gürtel hat und auch einen Büchsenträger pur. Und das kann auch nicht schaden, hat er gesagt, wenn man ein zweites Paar Büchsenträger in Schablingen hat. Im Sürbs habe ich noch überhaupt nicht sein mit Büchsenträger. An den letzten Politiker in Büchsenträger, an den ich mich besinnen kann, das wohl Franz Josef Strauß. Aber nun mal unter uns, holt Büchsenträger ist eigentlich warm. Schuld er nicht mehr den Ratschlag geben, packt schon mal lange Büchsen in Schab. Neben all die Sorgen, die wir im Moment habt auf unseren Globus, macht uns Deutschen doch vorrangig Sorge, wie kommt wir über den Winter und wenn Gart auch nicht so dürr. Ich mein, nur in Hafs Gart noch. Die meisten sind schon auch noch damit beschäftigt, Luft zu haken. Das bringt dann Wams auch allallig in Wallung, aber lasst man erstmal dann Winter kommen. Bei mein Auto wird das gar nicht so schwer. Winterreifen ruptrocken und fertig. Gaut. Und noch Frostschutz kicken. Das muss regnen. Aber was macht wir denn in Deutschland, wenn uns über Winter das Gas utgeht? Oder aber so teuer, dass das nicht mehr zu bezahlen ist? Das sind doch Sorgen. Und wenn du die denn bekiekst, dass sie da in Berlin jeden Tag neid würfelt, dann wird die ne Sorgen auch nicht lütte. Ich schildert ne Gaspreis Brems geben, dann wollen sie einen Gaspreisdeckel machen, zwischendurch schuld auch schon mal ne Gaspreisumlage kommen. Nu sieht das aber wahrscheinlich so gut, als wenn das in Dezember eine Abschlagsübernahme gibt, also von den Bund. Ein recht rot-grün-gelbe Koalition, die wir da habt, die so einen bunten Struß zusammengebunden hat. Und dann ist durch auch noch die Gaspreisbindung in Deutschland. Die ganze Energie, die ist an die Entwicklung von den Gaspreis koppelt. Das macht überhaupt keinen Sinn, habt sie in Spanien gesagt. Und sie habt die Gaspreisbindung abhaben. Und zack, ist die Strompreis wieder nach unten sagt. Aber das geht in Deutschland nicht, habt sie gesagt. Und ich weiß auch, warum das nicht geht. Aber das sagt sie uns nicht. Die Energielobby in Deutschland, die ist so groß, da hat die Politik überhaupt keine Chance. Punkt. Ich würde meist singen Doppelpunkt.
aber dann müsste noch was kommen und dann sind wir auch gleich wieder wie Doppelwumms und dann dreht wir uns ja auch gleich wieder in den Kreis. Nu weit aber wieder Tiet für Helmut. Helmut steht auch all wieder in der Startlücke, wie mich schien. Helmut, was ist denn los? Moin, hier bin ich wieder, Helmut. Wetti, wo ich überhaupt keine Lust zu habe? Laufhaken. Aber nu ist schon wieder so weit. So als jedes Jahr. Und das Jahr will ich nur versorgen, mal wieder so klar zu kommen als letztes Jahr. Da muss ich nämlich überhaupt nicht haken. Hier, meine Nachbarschaft, links und rechts. Ne? Die sind nämlich fliedig mit Laufhaken. Fällt was runter, war das Jimmerslieg weghaken. So, und letztes Jahr muss ich auf diese Ort und Wies überhaupt nicht laufhaken. Ich meine, die Wien, die weite mal von durch und dann flücht mein Lauf mal durchhin und mal durchhin und wart von dann ein und anderen Nachbarn abhakt, wegpüstet, absorgen. Ich meine, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. So, und auf diese Ort und Wies muss ich letztes Jahr überhaupt nicht laufhaken. Ich will aber auch meinen gauen Willen zeigen und als eins Lauf weg will, da bin ich mit meiner Laufhag ruht und dann habe ich gesagt, das ist gediegen. Das hätte wohl überhaupt kein Lauf gegeben. Die Nabels hat überhaupt nichts gesagt, aber beide sind sie rinloben. Helmut, na, denn ob gute Nachbarschaft. Wir kommen nur auch wieder zum Sport. Fußball. In Hamburg war wieder Derby. St. Pauli gegen HSV. St. Pauli 7-mal nicht gewonnen, HSV noch länger nicht verloren. Und doch ist das passiert, was der Tabellroute eigentlich nicht passieren können. St. Pauli hat gewonnen. 3-0, so hoch, als über 60 Jahre überhaupt nicht mehr gegen den Stadtrivalen. Ich löf die St. Pauli-Fans, die lobt noch Jimmers der Hamburg und singt. Und mein FC Bayern München, sportlich läuft hier noch nicht ganz so rund, aber Jahres Hauptversammlung woi. Uli Hoeneß hat sich wieder abrecht und eine Bombendrohung hat er auch gegeben, aber die Geschäftszahlen, die sind in Ordnung. Über 1,5 Milliarde Euro an Eigenkapital. Der reichste Verein ob unseren Globus. Barcelona dagegen, wahrscheinlich Rut oder Champions League, aber 3-mal so viel Schulden als Bayern München. Die einen, die kann das, die anderen nicht. Ich kann nur auch allweil Schluss machen. Das war wieder der Plattkanal mit dit und dat. Blieb gesund, kickt mal wieder rein. Ich bin Jürgen Müller.